ik even iets vragen? Ja? Ik ken Nederlands. Je spreekt geen Nederlands? Nee. Wat spreek je dan? Duits of Engels. Duits of Engels? Ja. Maar, are you a bike messenger? Yes. Hi, I am Bas. Hi. Hello, we are from L1, Ja. which is the regional broadcasting company from Limburg. Ja. Aber bist du Deutsche oder? Also du bist Deutsche? Ja. Okay. Und dein Name war? Caroline. Caroline. Mhm. Was macht eine Deutsche, wie nennt man das auf Deutsch, was du machst, dein Beruf? Ja, ich würde es als Bike Messenger. Bike Messenger. Was macht eine deutsche Bike Messenger denn hier in der Nähe von Maastricht? Naja, ich wohne in Maastricht. Du wohnst? Ja. Okay. Und nach dem Studium hergezogen. Nach dem Studium. Und was für ein Studium war das? Das war Architektur. Und ja, kleine Auszeit nach dem Studium. Okay. Also wie lange ist das her, dass du Abitur gemacht hast? Abitur oder Abitur. Studium? Ja? Das Studium? Ja? Das war 2015. 15. Okay, das ist jetzt eine Auszeit von 3 Jahren jetzt. Ja. Ja, aber das mache ich nicht nur hauptsächlich. Okay, also du machst auch was in der Architektur schon. Ja. Was denn? Also momentan ein Projekt mit meinem Vater zusammen, aber das ist eher privat so. Also nicht jetzt irgendwie im Büro oder sowas. Hört sich aber cool an mit dem Papa. Ja. Und ist in das Deutschland aber. In Deutschland. Aber ist das etwas für zu Hause? Ja, das war für uns dann privat. Das ist eine alte Scheune, die wir ja quasi restaurieren oder halt auch sanieren. Die wird restauriert oder die bekommt ein neues Leben? Ja, eine neue Funktion quasi. Okay. Also bleibt nicht mehr Scheune für Futter und Tiere, sondern zum Wohnen. Ne? Und wer wohnt dann später da? Ah! Das wird die nicht a man cave, but a girl cave. Sozusagen. Und du lebst dann dort alleine? Nee, demnächst? Oder? Nicht demnächst, aber das ist bei meinen Eltern, bei meinen Großeltern, bei meiner Familie ums Eck. Also nee. Ob ich da alleine wohne, weiß ich noch nicht. Und das ist eine Farm? Ja, sozusagen. Soll relativ autark werden und dass man autark leben kann und so. Es ist in der Nähe von Berlin, so gibt immer noch die Möglichkeit auch in der Nähe von Berlin? In die große Stadt zu. Das sind 500 Kilometer oder so? Nein, ich meine dann die Scheune bei meinen Eltern. Das ist in der Nähe von Berlin, okay. Wo ich auch studiert habe. Aber wie machst du denn diese Arbeit mit deinem Papa jetzt? Geht das per Computer oder? Nee, ich nehme mir meistens einmal im Jahr 4 Wochen Auszeit, dann machen wir viel zusammen und er macht so nebenbei, wenn er Zeit hat, viel alleine da vor Ort. Warst du immer schon so abenteuerlich? Keine Ahnung, ich denke, andere würden mich so beschreiben, ja. Ich sehe das halt als ganz, keine Ahnung, ich denke da nicht so viel drüber nach. Ja, denke schon. Hast du das von zu Hause mitbekommen? Nö, eher nicht. Weiß nicht. Entdeck so die Welt, lerne neue Sachen gern. Aber wen siehst du dabei ähnlicher? Dein Papa Vater, oder dein Vater, ja? Gut, ich muss auch mal weiter. Ich habe hier gekühlte Ware drin. Die muss abgeliefert werden. Ich komme noch mal den Berg runtergedüst, aber erstmal muss ich nach Bergenterbleid. Nach Bergenterbleid? Ja. Und ich darf nicht wissen, was das ist. Also ich arbeite für Demarage Viehkurier und wir vizen jetzt für Apotheken, Medizin. Okay. Aber das... Gib mir noch 4 Minuten, bitte. Okay. Weil das so schön ist, okay. um deine Geschichte anzuhören. Denn man sieht die nicht oft, aber wird das immer populärer? Ich hoffe, Viehkurier? Ich wünsche es mir, so für Maastricht, also in allen anderen großen Städten, in den Niederlanden wie Amsterdam oder so, oder auch Belgien, Brüssel oder so, ist das eigentlich ganz normal. Ich wünsche es mir mehr für Maastricht, dass die Stadt wesentlich weniger Autos irgendwie tagsüber, dass eigentlich eine autofreie Innenstadt zumindest. Und das,
Es lässt sich schnell und effizient lassen sich so kleine Sachen erledigen, die teilweise mit dem Auto jetzt derzeit durchgeführt werden. Die fahren 4 Runden mit dem Auto, um einen Parkplatz zu finden, oder parken halt auf dem Fahrradweg oder auf dem Gehweg. Und ja. Hört sich aber auch an als schwere Arbeit. Wenn man es mag, nicht unbedingt. Also ich empfinde das nicht als schwere Arbeit. Dann macht es auch nicht, wenn man irgendwie 80, 100 Kilometer am Tag auf dem Sattel sitzt, wo andere dann sagen, wow, wie könnte das durchziehen, aber das macht einfach Spaß. So. Sobald man auf dem Fahrrad sitzt, ist man wach und dann denkt man auch nicht so viel drüber. Okay, also Tour de France, das wäre Kinderspiel für dich? Nee, das noch nicht, aber nee, nur wird Spaß. Wird ja auch mit Gängen. Also die meisten von uns fahren halt mit einem Fixed-Gear. Wir haben also nur einen Gang und das müssen wir halt den Berg hoch oder auch nicht. Und können wir nicht einen anderen ich sehe Gang das jetzt schalten. erst, aber warum ist das jetzt nur ein Gang? Warum hast du keine Gänge drauf? Ich finde, das ist die für mich die Art und Weise, mit dem Fahrrad total eins zu sein. Also du trittst immer, du kannst nicht aufhören zu treten. Und du hast auch... Und du bist quasi mit dem Fahrrad eins, du musst halt sehr konzentriert und bist sehr fokussiert Eben. fahren. So. Aber da kannst auch damit rückwärts fahren, wenn du möchtest. Wenn ich möchte, aber das... Also deine Beine sind die Hinterbremse und du hast auch eine... Genau, ich habe nur eine Vorderbremse und wenn nötig, dann kann ich damit ausgleichen. Das ist quasi zurücktreten. Man soll ja auch ordentlich bei den Kunden ankommen, ne? Hast du auch jede Menge Deo dabei? Nö, brauchen wir nicht. Nö? Nö. Also ich nicht. Nee. Überhaupt nichts? Nee? Nee. Cool. Und wenn, dann haben wir ein Büro relativ zentral in der Innenstadt und dann wechselt man mal Klamotten über den Tag oder so. Okay. Macht sich ein bisschen frisch. Noch mal ganz kurz, auf diese Farm in der Nähe von Berlin leben deine Eltern und deine Großeltern. Und vielleicht... Also ich werde da alleine wohnen, die wohnen aber alle so in der Nähe drumherum. Großes Gelände. Das ist mitten im Wald und da freue ich mich schon drauf. Das hört sich ja fast an wie diese Reihe von früher, unsere kleine Farm. Ja, also nicht. Aber das ist ruhig, frische Luft, Natur, ja. Und man versteht sich gut. Eltern, Großeltern, die Enkelin, die Caroline. Ja, genau. Und Vorsicht, aufgepasst. Wenn man sagen würde, du sollst jetzt die Wahl machen, entweder Fietskurier oder Architekt. Ja, das ist also für immer, oder? Ja. Also ich denke nicht, dass man das für immer machen kann. Momentan, ich mache das jetzt knapp 2 Jahre und ja, solange ich da den Spaß dran habe, werde ich das machen. Also schwer. Ist schwer, ja. Aber ja, ich mache halt immer das, was mir Spaß macht. So. Also schwer zu sagen. Ich habe Architektur nicht ohne Grund studiert, macht mir schon auch Spaß. Momentan, seitdem ich hier nach Maastricht gezogen bin, habe ich aber die Leidenschaft fürs Fahrradfahren entdeckt. Und wenn man das so erzählt, ich bin Fietskurier, Bike Messenger, wie reagieren Leute? Ja, ich würde sagen, das ist halt, viele sehen das so als ein bisschen den besseren Postboten oder so, aber da gehört schon einiges dazu. Wie gesagt, die Kondition, alle von uns kennen die Stadt in- und auswendig mit Adressen und so, das ist ja, viele haben studiert. Und ja, das ist einfach eine Lebensart, eine Lebensweise, die viele zelebrieren oder auch möchten. Also ohne das möchten halt nicht 8 Stunden im Büro sitzen, von 9 bis 17 Uhr. Ich bin schon alt. Ich habe mir früher, da gab es noch fast kein Fernsehen, habe ich mich immer Neues aus Ullenbusch angeguckt. Ist dir bekannt? Nee? Das ist eine deutsche Serie-Reihe und da gab es diesen Onkel Heini. Und ja, der war auch bei der Post, bei der Deutschen Post, hatte so ein gelbes Fahrrad, aber der Unterschied ist jetzt riesig. Und man darf jetzt nicht mehr mit jedes Auto so im Zentrum herumfahren in diese Großstädte, ne, wie Maastricht und
Köln und was Na, weiß. Maastricht würde ich nicht sagen, ne? In Maastricht darf jeder noch mit seinem, okay. Dieser Beruf, hat das auch, ist das die Zukunft? Für, Immer mehr Leute, die beruflich mit dem Fahrrad unterwegs sind in Großstädte. es ist halt eine Lösung, um die Stadt autofrei zu machen, weil sich mit dem Fahrrad die Dinge mindestens genauso schnell, wenn nicht schneller erledigen lassen. Wenn möglich, halt zu transportieren und machen, was so geht. Bist du auch eine umweltfreundliche Person? Würde ich schon sagen, ich vermeide es zu fliegen. Ich habe kein Auto und brauche momentan auch kein Auto. Und ja, gucke schon auf den Stromverbrauch, wenig Plastik kaufen und etc. Ich würde schon behaupten, dadurch, dass ich eben auch aufgewachsen bin in der Natur, kennt man wenig. Was du jetzt gerade gesagt hast, sollten Leute sich das nochmal ganz gut überlegen, bevor sie mit dem Flieger in Urlaub gehen? Wegen der Umweltverschmutzung? Ich habe halt was gegen diesen Wochenendtourismus, dass man sagt, am Mittwoch sagt, okay, lass doch von Freitag bis Sonntag Für 29 Euro. für 29 € nach Mallorca fliegen, anstatt sich vielleicht mit der Region zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen und zu gucken, was hier los ist. Sowas halt. Zum Schluss, wegen der Apotheke. Darf ich duzen? Ja. Ja? Kannst du dir ein Leben vorstellen ohne Radfahren? Nein, nicht mehr. Also ich bin wirklich erst mit dem Fahrrad so seit 4 Jahren wohne ich ungefähr in Maastricht und das war auch der Punkt, wo ich überhaupt zum ersten Mal richtig auf dem Sattel gesessen habe. Ja, habe mir erst so ein Rennrad gekauft, mit Gängen, hat ein bisschen rumgefietst und dann vor 2 Jahren halt zum Bikepassen. Nee, kann ich mir nicht schlecht vorstellen. Ich finde es super cool. Auch jedes Terrain, ne? Wir gehen auch in den Wald, ein bisschen fietsen und so. Ja? Freiheit auch. Ja, Freiheit. Beruflich unterwegs mit Sitzt dem drauf Rad. und kannst theoretisch entscheiden, von jetzt auf hier, ich fietze jetzt hin, wohin ich Lust habe. Kann man beim Auto auch, aber nee, ist Freiheit, ja. Besser so. Dankeschön. Bitte schön. Schönen Tag noch. Ja.